Hallo, mein Name ist Imke Rath und ich komme aus Deutschland. Angesichts unserer Geschichte stellt sich die Frage nach der Relevanz eines Unterrichtsmoduls zum Thema Antisemitismus sicherlich nicht, aber in anderen europäischen Ländern mag dies anders aussehen. Schließen Sie einmal die Augen und stellen Sie sich einen Juden vor. Ganz ehrlich, Hand aufs Herz, ist vor Ihrem inneren Auge ein Mann mit Kippa erschienen, vielleicht mit Vollbart, Stirnlocken, der vor der Klagemauer betet? Wenn nicht, dann gratuliere ich Ihnen, dann brauchen Sie wahrscheinlich ein Unterrichtsmodul zum Thema Antisemitismus nicht. Bei Schülerinnen und Schülern kann dies aber ganz anders aussehen. Bei der von mir beschriebenen Vorstellung handelt es sich um einen von verschiedenen Stereotypen, mit dem Jüdinnen und Juden weltweit konfrontiert werden. In Ländern mit einem größeren jüdischen Bevölkerungsanteil mag dies vielleicht anders sein. Die Bilder sind nicht ganz so einseitig, die Vorstellungen sind nicht ganz so festgefahren. Allerdings sind auch in diesen Ländern Jüdinnen und Juden weitaus nicht vor Antisemitismus gefeit. In dem Unterrichtsmodul wird Jüdinnen und Juden eine Stimme verliehen, damit die Schülerinnen und Schüler erkennen lernen, dass es sich keineswegs um eine homogene Gruppe von gleichdenkenden und gleichhandelnden Menschen dreht. Sie lernen unterschiedliche Formen von Antisemitismus kennen und erarbeiten gemeinsam Möglichkeiten, dem entgegenzuwirken. Das macht die Schülerinnen und Schüler vertraut mit Problemen und Herausforderungen, vor denen Jüdinnen und Juden Europa und sogar weltweit stehen. Zudem lernen sie dadurch, ihre eigenen Denkgewohnheiten zu hinterfragen und bekommen Handlungsmöglichkeiten zur Verfügung gestellt, wie sie sich anderen entgegenstellen können, wenn deren Verhalten antisemitistische Züge annimmt.